Hallo, mein Name ist Martina. Ich komme aus Österreich, genau genommen aus Niederösterreich. Ich habe bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, weil ich dieses Land Slowenien gerne habe. Ich liebe es, die Kultur und auch das Land selber. Warum ich mitgespielt habe? Weil ich etwas mehr aus dem Land erfahren möchte. Aus dem Inneren von dem Land, aus den Menschen. Und deshalb lasse ich mich jetzt überraschen, was aus diesem Tag so wird. Hallo, ich bin die Marina. Frau Martina und Anna sind schon vorgestern auf unseren Bauernhof gekommen und wir haben uns schon kennengelernt. Wir haben ein schönes Programm für Sie heute vor und ich bin schon gespannt, wie es Ihnen gefällt werden. Ja, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Oh, schau, das Wetter spielt mit, gell? Das wird perfekt sein. Es wird ein bisschen heiß sein. Ja? Wir müssen uns mit Eincremen. mit Sonnencreme. Unsere Hühner legen Frühstückseier für uns und wir futtern sie nur mit natürliches Futter, mit Korn, Getreide, Kleie, ja, Gemüsereste und so. Und das machen wir in der Früh und mein Sohn hat das Futter schon vorbereitet. So, liebe Damen, wir haben hier einheimischen Saft aus Trauben gemacht. Das ist ein Malvasia-Trauben, aber die hat Geschmack nach Birnen. Ja. Haben wir schon probiert. Haben wir schon das sind einheimische Marmeladen, Feigen, Erdbeeren, Honig, slowenischer Honig, einheimische Salami, Obst, Käse und handgemachtes Brot. Und mein Mann und mein Sohn vorbereiten jetzt noch Eispeise für uns. Sie sind Chef für Eispeisen da. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Aber das ist wirklich einheimische Wurst. Brot mache ich auch selbst. Das ist sehr Die gut. Marmelade. Das ist sehr gut, ja. Danke. Und ihr in Slowenien, ihr habt nur Weißbrot, gell? Ja, oben nördlich, also das ist die Küste jetzt. Ja. Die Küste ist am meisten solches Brot. Manche denken, dass wir Milch drinnen geben. So, jetzt haben wir uns gestärkt und jetzt gibt Action. Au. Jetzt sehen wir, wer besser reitet von euch. Beides. Vielleicht ein Schnaps? Ja, ein Schnaps. Ein Schnaps bitte. Okay. Noch einen Schnaps und dann lachen wir sowieso. Okay, super. Ja. Zdravje. Auf Gesundheit. Prost. Tina und Martin. Schuhe sind nicht die richtigen. Bohnen rein. Bohnenkraut. Bohnenkraut. Ja. Das Bohnengerichte. gegen auch. Anblasen. Genau, ja. Ja. Ich tue es in die Bonnekohlsuppe rein, dass die dann so. So, liebe Damen, wenn wir im Wald spazieren, dann versuchen wir Kräuter zu finden. Es gibt verschiedene Speisen, wo wir Thymi
und Bohnenkraut benutzen. Dann es gibt verschiedene, so wie Eierkuchen oder andere Gerichte, so wie Salat, ja, wo wir dann Spitzwegerich benutzen und Löwenzahn. Aber das ist alles sehr gut auch für Jägermeister. Ah! Ja. Also das ist ein Akaziabaum und duftet so schön, aber die ist schon verblüht. Gell? Die ernten wir auch und die sind auch wichtig für die Bienen, für den Honig. So, wir sind in unserem kleinen Dorf Zetere. Da sind sehr viele so typische Steinhäuser wie diese hinter mir. Manche haben schon Fassaden drauf, aber ursprünglich ist unser Baumaterial Stein. Sie sind alle aus Stein gebaut, sie haben kleine Fenster mit Fensterladen und auf die hintere Seite gibt es kein Fenster wegen dem Bohrerwind. Ja, da blühen schon unsere Olivenbäume. Sie blühen jetzt im Mai. Sie haben so kleine weiße Blumen drauf und es gibt verschiedene Arten. Hier wachsen die 6 autochthone Arten, die istrianische Weiße, Schwarze, Mata, Buga, Storta und Gijola. Manche benutzen wir für Olivenölproduktion und manche legen wir in salziges Wasser ein und das ist dann zum Essen. So eine Olive von Baum im Oktober, November, wenn sie reif sind, kann man nicht essen. Sie sind viel zu bitter. Man muss sie erstmal in normales Wasser reintun, für einen Monat das Wasser wechseln und dann nach einem Monat in salzige Wasser reingeben. Dann können wir sie beim Aperitif oder so essen. Und Olivenöl, ich esse am liebsten diese gemischte Cuvée von allen verschiedenen Arten zusammen. Wir sind jetzt zu einem Wasserauffangbecken gekommen, das in der Vergangenheit für den ganzen Dorf sehr wichtig war. Das war natürlich eine trinkbare Wasserquelle für die Tiere. Und die Damen haben hier dann ihre Wäsche gewaschen und so. Das war immer sehr lebendig hier in der Nähe von Wasser. Jetzt haben wir natürlich Wasserleitung, so alle Häuser. Ne? Pozdravljene v deželi Kaštelirjev. Mi smo istrska dekleta, jaz sem Dita, ona je Sentona. Wir werden gleich jetzt dieselbe Kleidung bekommen, wie wir haben. Die Festungen, die historischen Festungen, wurden gebaut 2000 Jahre vor Christ. So die Menschen so angezogen wie wir, 1200 vor Christ, sozusagen in diese Kleidungen. Histri, Istra, Histrien, das ist die Halbinsel, tragt diese Namen nach diesen Menschen. Das ist ein Bild von unserer Kastellier, die aufgebaut ist von zentraler Akropole-Teil, obere Teil der Stadt und untere Teil der Stadt. Da oben waren natürlich die Herrscher, höhere Niveau von den Einwohnern. Da hatten sie auch sakrale Sachen gehabt und so. Hier lebten die Handwerker und dann hier die Bauern. Ta zid je najstarejši zid, deli zid naselbinski del od ostalega dela. Sestavljen je iz 11 vzporednih zidov, ker histri so zidali obzidje tako, da so sestavljali zide in vmes dali gradbeni material. Vsi, ki so tukaj prihajali, so zid dograjevali, popravljali, skratka, bil je to eden najpomembnejših zidov, ker je varoval Akropolo. Die Histrer hatten begonnen, ihre gestorbenen Menschen mit Urnen zu begraben und sie haben die Urne dann in diese Mauer auch drinnen gesetzt. Das war so wie eine Stadt, wo sie ihre Menschen begraben haben.
Menschen, die gestorben sind, mussten unbedingt in der Nähe von den lebenden Menschen sein und sie waren so wie Schützen, für die das noch lebten. Ne? Besondere Krater nennt man das in historischer Kultur. Das haben sie benutzt für besondere Rituale, bei besonderen Ereignissen. Nahajamo se pred samo Akropola. To je Akropola. Wir befinden uns bei der Hauptgebäude, bei der Größe. Schätzen wir, dass es das Principeshaus war, also Herrscherhaus, hatte eine runde, das war eine runde Gebäude und hat Meni je izgledalo tako. Spodaj je bilo kamenje, zgoraj je bila pokrita s slamo. In ko so zakurili, se je to vse kadilo gor. Während Ausgrabungen ist das wichtigste Skulptur, das sie gefunden haben. Das war so ein kleiner Hund und das ist ein Symbol. Er war so wie ein Hundewachter zwischen Leben auf die Erde und nach dem Tod. Pripravili smo vam histersko kosilo. Das ist ein Eintopf, so wie eine Minestrone. Sie haben damals keine Bohnen und Kartoffeln gehabt. Sie hatten aber bei verschiedenen Gemüse auch verschiedene Fleisch benutzt. Schafefleisch und Wildfleisch, kein Rindfleisch damals. Es gibt dann die verschiedenen Gewürze und verschiedene Getreiden, das ist ein typischer Topf, das die Histrer benutzt haben. Pir in kruh ni kvasa, je samo pira, laneno seme. Und getrocknete Feigen. Und am Ende noch ein Kastelliergetränk, ganz besonderer Likör, gemacht von den Gewürzen, die hier wachsen. Evo, na zdravje. Na zdravje, na zdravje. Liebe Martina und Anna, wir sind jetzt durch dem Dorf Korte zu einem Weinbauern gekommen, Korenika und Moskon. Und Frau Tina erwartet uns schon. Tina erwartet uns schon. Dobar dan, lep pozdrav v naši vinski kleti Korenika Moškon. Leta 1984 je začel zgodbo moj tast. Leta 2002 je prevzel moj mož. Takrat je imel tudi to idejo za začeti v ekološki pridelavi. In leta 2010 smo potem prešli na biodinamiko, torej vsemi 30 hektarji smo začeli v biodinamiki. In leta 2014 smo pol dobili Demeter certifikat. In smo tako pač največja vinska klet v Istri z Demeter certificirana. Wir produzieren nicht nur Wein, wir produzieren auch Olivenöl, wir produzieren auch Traubensaft und Grappa, Schnaps. Die Nüsse ernten wir, wenn sie noch grün sind, klein und grün, und dann stellen wir sie im Grappa rein für 6 Monate, ein bisschen Zucker dazu, ne? Und dann ist das fertig. Na zdravje. Na zdravje. Medizin. Ja. Danes vam bomo postregli z 3 našimi vzorci. Prvi je Malvazija, naša avtohtona istrska sorta. Ta je sveža, iz sveže linije, letnik 2020. To pomeni, da je bila samo v inox cisterni in 2 dni maceracije. Wir haben eine kalte Platte vor uns, das sind alles einheimische Produkte, ein bisschen Wurst, ein bisschen Pancetta und ein bisschen Kastschinke und Käse, das wir bei einem Bauern einkaufen. Kuhkäse. Vino vedno tako parkrat zaokrožimo, da se odpre, da dobimo njegov izrazit vonj. Vonj, tak svež, nežen, prijeten, pravo vino za poletje, za vroče poletne dni. 14%. Ja, das ist nicht. Was bist du? Kommst du peteln? Naša druga Malvazija, Malvazija selekcija.
Selekcija, zato ker je grozdje iz naših 3 najstarejših vinogradov, ki jih imamo. En je bil sajen leta 52. Da sehen wir, die Farbe ist mehr dunkel, also teilweise, weil es eine längere Mazeration gab, hat mehr Farbe von den Schalen bekommen und teilweise, weil es in Eichenfässer dann Weitergärung gab. Ganz anderer Geschmack und Aroma, stärker. Wie viel Alkohol hat dieser? Auch so 13,5. 13,5, aber das Geschmack ist viel stärker. Wird der Wein nur da verkauft oder exportieren Sie auch Wein? V bistvu 60% izvažamo. Skoraj vse evropske države, Rusija, Amerika, Kitajska, Japonska. Okay. Also Österreich auch? Ist Austria? Yes, okay. Man bemerkt, dass die Farbe ist dunkelrot, Bordeaux oder ja, schon schwarz. Und wir sagen, wir trinken ja Schwarzwein. Und der Reforschko hatten wir in der Apotheke vor 150 Jahren in kleine Flaschen gekauft. Und das war so wie eine Medizin. Und die Ärzte sagen noch heute, ein Glas von Reforschko pro Tag gibt genug Eisen und Antioxidante zu unserem Blut. Also für rekonvaleszente Patienten und so ist das wie eine Medizin. Also ein Glas pro Tag. Auf Gesundheit. Na zdravje. Auf Gesundheit, na zdravje. Ja, und den Abend werden wir heute in diesem hübschen, romantischen Fischerort Isola verbringen. Und nicht nur im Ort, sondern auf einem Boot, auf einem Fischerboot, wo sie für uns das Abendessen vorbereiten werden. Oh. Ja, ja. Hallo, hallo, dober večer, guten Abend, Frau Martina, Hallo. Frau Anna und unsere Marina. Nochmal herzlich willkommen in Isola. Hier im Namen unseres Tourismusverbands sind wir sehr froh, dass Sie diesen Tag mit uns verbringen haben. Ne? Und heute zum Schluss haben wir so eine Überraschung vorbereitet und werden wir so ein Stück slowenische Küstenriviera wir aus Meer kennenlernen. Ne? So, das nochmal schön. Und ich hoffe, das haben Sie einen intensiven Tag gehabt. Das haben Sie viele neue Sachen erleben. War sehr schön. Viel vom Hinterland gesehen, von den Menschen, von der Kultur. Wirklich ein Traum. Bitte schön. Ja. Heute, also die sind als ein Isola Prosciutto. Das heißt, das ist ein blauer Fisch, vorbereitet also mit unten Salz. Das haben die Frauen von unserem Fischermann gemacht und ein paar Monate unter Salz und dann filetiert. Und das war ein Exportartikel von unserer Region, genau. Als Gewinnerin kriegt zwei extra Fische zum Repeten. Also jetzt haben wir frische gegrillte Kalamari wieder vom Adriaküste zum Probieren. Bitte schön. Guten Appetit. So, jetzt haben wir diesen interessanten Tag mit Martina und Anna mit einer Bootausfahrt zu Ende gebracht. Es ist ein wunderschöner Abend geworden. Ich glaube, es war ja ein bisschen anstrengend auch, ne? Aber wir sind jetzt mit Martina und Anna gute Freunde geworden und ich glaube, sie kommen noch mal auf Besuch, gell? Gerne.
Also nach diesem interessanten, wunderschönen Tag möchten wir uns bei allen bedanken. Es war wirklich wunderschön. Wir haben sehr viel gesehen, sehr viel vom Hinterland, von den Einheimischen. Marina hat uns ganz viel gezeigt. Wir möchten uns nochmal bedanken für diesen wunderschönen Tag und der Abschluss auf dem Schiff war natürlich die Krönung. Danke nochmal und wir werden Isola sicher wieder besuchen.